Die Zuschauer freuen sich auf das Hinspiel hier im Viertelfinale. Beide Mannschaften in Bestbesetzung. Beide Trainer gut drauf. Sebastian, das muss ja eigentlich eine Riesenpartie werden. Ja, also Tom, da hast du völlig recht. Das wird eine wirklich gute Auseinandersetzung. Eine ganz interessante dazu. Heute wird ja die Basis gelegt für das Erreichen des Halbfinales. Und deswegen ist die Partie natürlich auch für beide so wichtig. Und damit hat er erstmal das Dribbling beendet. In der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Abseits, ja oder nein? Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Tor! Mein lieber Mann, der passt aber haargenau. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Ja, das zeichnet ihn ja aus, dass er nicht lange fackelt vor dem Tor und die Möglichkeiten ausnutzt. 7 Minuten gespielt und das erste Tor ist gefallen. Ganz souverän. Guter Spielzug. Da war er nicht mehr in der Nähe des Balles. Was für ein dummes Foul. Das muss Strafstoß geben. Ja, und das ist natürlich bis hier und das Tribünendach zu spüren. Der überhaupt keine Abwehrchance für den Torhüter. Beide haben sich bei dieser Aktion verletzt. Das sieht man ganz deutlich. Eieiei. Und so kann er nicht in den Mann gehen. Da hat er Glück gehabt, dass es nur Freistoß gibt und nicht noch eine Verwarnung obendrauf. Kann er die Möglichkeit nutzen. Und von der Latte zurück ins Spiel. Klarste Ball in die Spitze. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Ja, und das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus. Macht die Partie schnell. Und das, jetzt ist er so. Und das passt zur Tagesform dieses Torhüters. Das scheint heute fast alles zu halten. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, für mich besteht da kein Zweifel, für den Schiedsrichter auch nicht. Also, gelbe Karte. Ja, ganz klar, gelbe Karte. Richtige Entscheidung des Unparteiischen.
Schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Klasse Einsatz bei dem Zweikampf. Keine Chance für den Gegenspieler. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Völlig richtige Entscheidung des Schiedsrichters, finde ich. Nur Freistoß. Das hätte aber auch ins Auge gehen können. Wunderschönes Tor. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ein Freistoß aus dieser Entfernung, der ist immer gefährlich. Nicht schlecht. Ja, und den Ball hat er sich jetzt im Mittelfeld erobert. Ja, das war ein müdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. Und die Situation ist noch nicht bereinigt, auch wenn er mit den Fingerspitzen da vorher noch dran war. Ein perfekter, weiter Ball. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. So, für ihn ist die Partie gelaufen nach dieser gelb-roten Karte. Platzverweis. Da sieht er die Lücke. Und nach diesem Foul bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Freistoß. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Weit nach vorne geschlagen. 2:1 der Pausenstand. Aber die Messe ist noch nicht gelesen. Eine Hälfte ist ja noch zu spielen. Ja, ich bin sehr gespannt, ob beide Mannschaften dieses Niveau halten können. Sie sind ja wirklich gleich stark. Und naja, vielleicht wird ja eine Mannschaft etwas dominanter. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die zweiten 45 Minuten. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Und solche Schüsse kannst du dir als Torwart nur wünschen. Ja, vielleicht hat er bei den Schuss zu viel überlegt. Wirklich wahrscheinlich zu viel. So hat es zumindest ausgesehen. Denn es hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen. Super gemacht. Und genau in den Lauf. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Gute Kopfballtechnik. Und das war schon toll, dieser Pass. So, den muss er jetzt verwandeln. Ja, das steht schon im Fußballlehrbuch, wenn du zu stark in Rücklage gerätst.
Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Oh, klasse. Mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Ja, der Torhüter auf der anderen Seite verlebt ja einen richtig ruhigen Nachmittag. Aber der hier, Mensch, hat der schon viele Bälle gehalten. Also die Führung. Ja, klasse Faustabwehr bei diesem Eckball. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Ja, das ist aber ein leichtes Spiel für die Verteidigung nach solch einer schwachen Flanke. Das hat er gut gesehen. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Ja, mit dem Ball hat er gerechnet. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Und jetzt drängen sie nach vorne. Das ist super Abwehrarbeit. Ja, so sieht ein klasse Pass aus. So, jetzt muss er nur noch die Nerven behalten, ruhig bleiben. Kommt er auch am letzten Abwehrspieler vorbei. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Gefährlicher, hat nur noch den Torwart vor Augen. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Oh, schwacher Eckball, das kann er besser. Der Torwart ohne Problem. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, das war schön geklärt hier vom Abwehrspieler. Ja, klare Sache, logisch. Freistoß. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das Abseits? Wunderbarer Pass. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es da auf Nummer sicher zu gehen und den Ball erstmal rauszuschlagen. Ja, hier ist noch nichts, aber auch gar nichts entschieden. Aber schau mal auf die Uhr. Es ist nicht mehr allzu lange zu spielen. Und der Ball hat da weit gepasst und gut. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist... Und wie der den rausholt. Einfach spitze. Ja, jetzt bekommt auch der Torhüter viel mehr zu tun. Ja, wenn der jetzt hier nicht zur Stelle gewesen wäre, dann wäre es das wohl gewesen. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Er trifft den Pfosten und... Ja, das hat der Verteidiger gut gemacht, wie er die Situation geklärt hat. Klasse Pass. Und jetzt sind sie wieder zurück in der Partie. Wahnsinn, der Ausgleich, so kurz vor Schluss.
Ja, das ist doch ein immens wichtiges Tor. Jetzt werden die letzten Minuten noch spannender. Kurz vor dem Ende der Partie steht es Remis. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Und dieses Resultat im Hinspiel sorgt dafür, dass das Rückspiel völlig offen ist. Da gibt es noch kein Taktier.